Preisfreiheit hängt von der Pressefreiheit auf. Die kann nicht begrenzt gehen, ohne verloren zu gehen. Das wären Vierter von Thomas Jefferson oder von der Unabhängigkeitsdeklaration an dritte Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein ganz anderer Welle lenkt, wie die vom aktuellen Twitter-Präsident Donald Trump, der keine Occasion verpasst, die Presse anzugreifen. Aber wir brauchen nicht über den Atlantik zu gehen, für beunruhigte Entwicklungen ab Punkt der Pressefreiheit zu sehen. Türkei ist von den Reporter ohne Grenzen als die größte Prison für Journalisten weltweit bezeichnet gehen. Diesen Monat hat das Stockholm Center for Freedom berichtet, dass an der Türkei 192 Journalisten am Prison sitzen, 142 Kinder von der Polizei nach Gesicht. Das Problem wird immer mehr groß, nicht nur außerhalb von der EU, aber auch spannend den europäischen Grenzen. Pressefreiheit ist nicht mehr selbstverständlich. Die erinnert sich bestimmt an den Mord an der Journalistin aus Malta, Daphne Caruana Galizia. Sie gouf umgebracht, für das sie soll aufhören zu schreiben, aufhören zu schwätzen. Sie war nämlich am Gange, politische Korruptionsfälle zu Malta zu analysieren. Ein weiterer Schock für kurzem, der Mord vom slowakischen Investitionsjournalist Kan Kuciak. Er war am Gange, eine Enquete zu machen an Sachen Regierungskorruption. Bis heute sie weder am Malta noch an der Slowakei Fälle gelöst gehen. An andere Wörter, die Schuldigen sind bis dato unbestraft, an Sicherheitskräften halten sich auffällig bedeckt. Nicht genauso gewalttätig, aber mit genauso grave Konsequenzen als die Einschränkung von der Pressefreiheit an Ungarn an Polen. 2016 hat Ungarn die letzte Oppositionszeitung zugemacht, weil nachdem die Zeitung verschiedene Geschichten über korrupte Regierungsbeamten und Freunde von Regierungsmembern publiziert hat, hat sie nicht mehr schreiben. In Polen hat die aktuell populistische Regierung eine Übernahme von der polnischen Medienlandschaft lanciert, mit dem Ziel, Presse zu depolitisieren, wie sie sagen. Dadurch kann die Oppositionspresse ihre Arbeit nicht mehr machen. Brav. Das Jahr hatten wir Internationalen Tag von der Pressefreiheit wenig Gründe zu feiern, auch auf allem an Europa. Als freie Journalistin und als freie Kommissarin für Medien und für Grundrechte fand ich, dass Pressefreiheit etwas Wichtiges ab. Und dafür sie leidet mir stark Herz. Pressefreiheit ist aber auch etwas ganz Fragiles. Viele traurige Beispiele weisen, dass Pressefreiheit nie selbstverständlich und aufgesichert ist. An Europa ist Pluralität von der Meinung und Freiheit, sich auszudrücken, sogar an der Charta von den Grundrechten verankert als europäische Konstitution, sozusagen als Pilier von unseren offenen und demokratischen Gesellschaften. Trotzdem wird Pressefreiheit auf vielen Plätzen außer Kraft gesetzt. Und wir dürfen das nicht zulassen. Es ist wichtig, dass die Schuldigen zur Verantwortung gezogen gehen, dass Mörder von Journalisten hier Handlanger an Auftraggeber streng verurteilt gehen. Wir müssen weiterhin für die Pressefreiheit kämpfen, weil ohne freie Presse gibt es kein informiert Wähler, gibt es keine Demokratie und keine Freiheit. Und das wollen wir nicht.